Und jetzt geht's tief in das Herz der Finsternis. Ein Lied von dort, wo die Herren rausstammen, klang schon an. Jetzt geht's ganz tief in die Oberpfalz hinein. Bitte mit großem Applaus zu begrüßen Schienen Schäle. Wir sind Schienen Schäler aus der Oberpfalz. Das heißt so viel wie schüttel den Kopf, kommt vom englischen Begriff des Headbangens her. Wir freuen uns gescheit, dass wir heute da sein dürfen. Und jetzt geht's voll ab. Seit Jahren überlege ich schon, wo ich meine Laut her. Wo flogen nur Weisheit, das wird nicht kommen mehr. Letztlich habe ich Zahlung, es war noch so der Blitz. An den Hof der Lehrbrau und das ist Kommens. Drogenjäger, immer Drogenjäger, ja, Drogenjäger, weil Drogenjäger braucht jeder. Internationale Bobo geht ab, eine neue Afghanistan, sonst auf und Schock. Auch in meinem Lande, in der Frage gesteigt. Aber das war nicht mehr der Sonne wollen, weil Drogenjäger, wir sind Drogenjäger, ja, Drogenjäger, weil Drogenjäger braucht jeder. Drogenjäger, wir sind Drogenjäger, ja, Drogenjäger, weil Drogenjäger braucht jeder.
ziemlich spät. Sie hat doch alles abgefällt. Den Stich überleben. Was hat ihr Kollege? Wir wollen Kollege! Ja, Kollege! Was Kollege? Braucht ihr? Kollege! Wir wollen Kollege! Ja, Kollege! Was Kollege? Braucht ihr? Kollege! 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 Dankeschön, auf Eierwohl. Metallstaub inhaliert. Eines Tages wurde er vom Bock komplett schockiert. Meine Face, die Wunderzeit, der Pille kollabiert. Gleich ab mit dem Doktor, im Praxissein marschiert. Wie nutzt du so, wo sind dann auf? Was ist mit dir passiert? Das Phänomen, das ist mir wohl bekannt. Der Hüftner und Schuld ist einfach vom Musiker! Ja! Schwermetall, Schwermetall. Altes Namen, ist rostig auf, das Seite spielt wie Stahl. Schwermetall, in Schwermetall. Altes Namen, ist rostig auf, das Seite spielt wie Stahl. Schön steht es gegen den Mann. Ja! Schwermetall! In Schwermetall! Mein Gesang ist trotzdem grau! Das zeigt ein Spiel der Stahl! Schwermetall! In Schwermetall! Mein Gesang ist trotzdem grau! Das zeigt ein Spiel der Stahl!
du aus deinem Bett gestiegen, mit den Haaren durch den Druckkleid, komm mit Schattiaxi. Das Martinshorn, das blaue Licht. Und die Spannung, heimlich leihst du auf dein Haus, komm, ich will die noch sehen. Ein Funken fliegt, gelb wird die Nacht, orange und rot entfacht. Innocent! Das Martinshorn, das blaue Licht, du Licht! Feier dein Feld! Feier, Feuer, Feier dein Feld! Du uns verreckte, feier dein Feld! Feuer, Feuer, Feuer dein Feld! Das war von unserer Seite. Einen schönen Abend wünschen wir euch noch. Schiebe und Schläge. Das war jetzt musikalisch, kann man sagen, was ganz anderes. Setzen Sie sich. Setzen Sie sich. Der Herr Markus an der Weinflasche und der Tilo am Glas.
Ich wollte eigentlich, dass die Carmen euch ansagt, aber die hat schiedelnden Schädel, hat sie nicht aussprechen können. Wir haben es dann probiert mit so einem Weißwein Vino Bianco aus dem Lidl, wo eine Tüte 1,59 kostet. Und sie hat sage und schreibe 4 von diesen Tüten Weinen, hat den Boden komplett vollgekotzt und konnte es immer noch nicht. Aber das wundert mich nicht. Ist das das falsche Getränk? Ja, da, wenn, dann musst du schon was Gescheites trinken. Was wäre? Also wir trinken jetzt zum Beispiel einen Hofmannwein. Aus Röttingen ist der, also wir kriegen einen Haufen Geld dafür, wenn wir das sagen. Ja. Und, also das ist was Gescheites. Ist das eine Oberpfälzer Hanglage? Ja, oder fast. Tatsächlich? Ja, also ist halt, geht halt schon fast ins Schwäbische rein. Pfalzschwab, sagt man da als Ungefähr. Hast du probiert? Probier mal, ob du das jetzt sagen kannst. Schädel und Schädel. Sag ich doch. So, wie lange macht ihr schon zusammen Musik? Ganz nennen. Also in Form von Schädel und Schädel oder im Allgemeinen? Ihr beide zusammen? Also das ist gute 25 Jahre her, wo wir die erste Formation gehabt haben. Ah ja. Also damals haben wir Crossover gemacht. Crossover? Heavy Metal Crossover, so ein Zeich, ja. Ja. Schädel und Schädel gibt es jetzt eigentlich seit 2009. Ja. Das ist aus dem Blödsinn heraus entstanden. Und dann haben wir. Ah, was ist das da unten? Ich glaube, ich kenne. Irgendjemand hat ihr recht gegeben, wie er Blödsinn gehört hat. Ja, wurscht. Auf jeden Fall waren wir da noch zu viert. Ja. Und wir sind jetzt seit letztem Jahr zu zweit unterwegs, weil wir festgestellt haben, dass das viel härter ist. Je mehr Leid, umso schlimmer wird das Ganze verweichlicht. Ja, ja. Es ist ja wirklich es ist Akustik-Metal, heißt die Stilart, die ihr da zusammengebracht habt. Und es gehört dazu, dass man sitzt. Ja. Wie seid ihr da draufgekommen? Seid ihr schon immer gesessen? Ja, also eigentlich sitzt man seit Anfang an. Und das liegt einfach an dieser Schwermetallvergiftung, die wir beide irgendwann mitgekriegt haben. Und da ist es mit Stehen auf die Dauer nicht gesund. Wir machen das lieber in Sitzen, da können wir nicht so schnell umfallen. Wenn ich einmal sitzen gespielt gesehen habe, war Spider-Murphy Gang. Aber ab und zu stehen sie auf. Aber hier bleibt einfach. Die kenne ich gar nicht. Spider-Murphy Gang gesagt. Ich kenne nur Slayer und Maiden. Slayer, Maiden. Jetzt schöne T-Shirts von denen. So Splatter-Motive, Genau. wo die Schädel platzen und so. Das ist so, aber es ist irgendwie Metal im Sitzen. Aber was ja eigentlich dazu kommt, wenn man sagt, ein Seidler Bier oder klare Schnäpse, aber Weißwein. Du brauchst da unheimlich viel Stabilität. Das ist absolut existenziell und kraftzehrend, wie wir das machen. Und das kannst du gar nicht mit dem Stehen erledigen. Und der Weißwein. Also, ich kann sowieso nicht lang stehen, Ja. also ich sitze lieber. Aber der Weißwein, wie kommst du zu dem Weißwein? Also was man sagt, was ich mir vorstellen könnte, dass mit Autoschlüsseln Bierfaxidosen geöffnet werden. Unten ein Löchler reinbohrt und oben dann abzogen und reingespritzt. Aber Weißwein aus Original Weißweingläser. Das ist ganz einfach, du bleibst viel länger frisch und kannst noch mehr trinken. Und mit dem Bier wirst du schnell müde und da ist dann irgendwann schnell Schluss und hier geht es immer weiter. Es hört nie auf. Also ich bin froh, dass ich Ihnen meine Nachbarn sage. Das heißt, wenn ich da sitzen denke und denke, Mensch, der Markus, der Dilo, ach, die machen heute auch Musik. Und dann geht's los und dann denke ich mir, oh Gottes Willen. Also ich denke, glaube ich, umziehen halt. Das ist ja eine Gewalttätigkeit und Brutalität, die da auch durch die Oberpfälzer Sprache. Das wäre doch ganz nett. Kann man sich ab und zu mal zu einer Session treffen oder so, weißt du?
Ist schon schön. Aber Totenköpfe, Weißwein sitzen, aber Totenköpfe darauf, auf der neuen CD sind ja auch Totenköpfe, also da wollt ihr nicht drauf verzichten. Naja, irgendein Klischee brauchst du auch. Das hilft dir nichts. Katzenschlachten? Katzenschlachten tun wir auch. Nicht so oft, vielleicht ein, zweimal die Woche. Finde ich schade. Der Thilo macht da Ausnahmen, aber ich habe schon probiert, aber das geht nicht. Das ist also bringt so schlecht weg von dem Ding. Ich bin ja öfter in der Oberpfalz, ich fahre seit 3 Sommern im Sommer immer noch in die Oberpfalz, weil es wirklich fantastisch ist, du kannst stundenlang rumrennen, es ist niemand da. Ist wirklich fantastisch und wenn da jemand begegnet, dann hast du ihn schon mal gesehen und es ist immer der gleiche. Ist das der Nährboden, wo so eine Musik rauswächst? Die Stille, die Verzweiflung? Also zumindest die Lautstärke. Die Lautstärke, weil wenn du einen erreichen musst du ja schon eher schreien, damit die auch nicht hören. Also es hängt schon mit diesem verwaisten Ort der Oberpfalz zusammen. Ja, eigentlich schon. Also man könnte jetzt also überlegen, ob das eine ähnliche Geschichte ist wie das Jodeln, wo sie sich früher praktisch da verständigt haben, von Berggipfel zu Berggipfel. So ist die Schreien in der Oberpfalz ganz tief verankert. Ja, habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber ja, wahrscheinlich da, wo ihr herkommt, wird öfter mal gerufen. Ja. Wahrscheinlich hat es lange Jahre auch kein Telefon gegeben und da hat man nicht drauf gewartet, sondern einfach zum Nachbarn übergestiegen. In euren Texten geht es viel um Wurst. Wurst ist ein Thema. Ist euer Publikum, sind es auch meistens Wurstesser und Wurstesserinnen? Ich weiß nicht, ich sehe das Publikum sowieso nicht wirklich als Menschen oft. Ich sehe da sowieso bloß lauter. Achso, kommen zu euch auch Tiere oder was? Katzen wahrscheinlich. Man denkt die Menschen auch von den blonden Kettwiesen, weil die auch gerne schlachten lassen. Muschis, ja. Genau. Ja. Du singst ja in einer Weise, wo ich sage, was macht man da nach dem Konzert, um wieder runterzukommen? Und der Frau ganz leise sagen zu können, könntest du die Heizung im Schlafzimmer ein bisschen aufdrehen? Mich friert's am Rücken. Naja, einfach das Song zu der Frau. Das geht dann. Das geht. In der Ruhe geht es dann weiter. Die Frau ist ja meistens ganz nah da. Und da kann man die auch nutzen und kann man so beschützen. Ein bisschen. Ich habe Angst, hör auf so. So freundlich mit mir zu sprechen, das macht mir mehr Angst, als wenn es rumbrüllst. Das ist auch eine Brutalität, mit der du auf dieser Gitarre einhaust. Das ist nicht anders möglich, Heavy Metal zu machen. Also das geht nur mit Kraft und das ist ein Kampf mit den Elementen und mit den Ängsten und versuche halt alles niederzudreschen, was da irgendwie sich an Seiten mir in den Weg stellt. Anders kann es auch gar nicht Heavy Metal werden. Eine Form von Therapie für dich? Ja, sicher, natürlich. Also, ich wüsste nicht, was ich jetzt sonst anders machen sollte. Ich habe in einem Musikmagazin habe ich gerüchteweise in einem Dark Chat habe ich mitgekriegt, dass der Gitarrist von Schiedl & Schädel ab und zu bei einer Show namens Falco meets Queen mitspielt. Ja, das ist nur korrekt. Gerücht, oder? Nein, das ist korrekt, ja. Tatsächlich. Ja. Hast du dir die Haare dann zusammengebunden? Nein, nicht dürfte so sein, wie ich bin, und es war wundervoll, es war eine großartige Show. Das kann man einmal machen. Sicherlich. Ja. Warum nicht? Ich war mal am Zentralfriedhof in Wien und wollte den Falco besuchen, aber ich habe das gerade auch nicht gefunden. Keine Ahnung, ob es den irgendwie hier da haben. Der liegt da, aber ich war. Dann dachte ich mir, na, jetzt geh Bier trinken, jetzt langsam. Den Brahms haben wir angeschaut und den Wurm. Und dann haben wir gesagt, den Qualtinger und der Falco haben wir nicht gefunden.
Jetzt trinken wir Bier. Jetzt kommen halt, die Zuschauerfrage haben wir noch, oder? Die Carmen hat ja im Internet. Magst du mal ziehen? Barbara aus Schneidach fragt: Mein Mann ist ein echter Mettler und will natürlich nicht auf seine langen Haare verzichten. Das Problem ist aber, dass er vorne eine Halbglatze hat und hinten lange strähnende Zottel. Ich finde, dass er sehr ungepflegt damit ausschaut. Meine Freundin findet das auch. Wie kann ich ihn überreden, dass er seine Haare abschneidet? Kann man auch mit kurzen Haaren ein echter Mettler sein? Viele Grüße, Barbara. Also, tut mir leid, aber die Damen müssen ja die Ansichten ändern. Also, weil wenn man ein Mettler ist, dann kann man das nicht verändern und das ist in Ordnung so. Also, da müssen die sich halt dran gewöhnen, hilft halt nichts. Genau, du blöde Barbara. Dankeschön für Schimmel und Schilde. Vielen Dank.